Golden Marius Kerk. Nu vrede dat je hier bent. We willen aanvangen met een lied voor jou. Dat redt van don't wo we zijn. We zijn zeker in God. So we hebben alles op dat zingen. De soorten Hände nah. Nimm mir de Fred nicht wahr. Dine Leue steht fast. Sag ja, sie erkennt die. Je grimten dine Leue. Je holen dine genug. Wo da man nur mich kennt. Wat nicht mein Preis versteht. So kann dies tun, din vrede rantak min hart. Så går det knart för om Jesi, jag vart och tystes med mig. Så går det från vårn här, ja, du bist jag folg mig dig. Dine stem hier, kussen Römer, mine Hub mit min Leute. Verträge von min Hort, Rada von mine Sein. Doch kann ich mir wel, wann ich die Kind sie, an die was min Heim. So kann ich dies tun, die Friede rantak min Hort. So kommen ich mit für am Jesi, ich wollt und ich des mit mir. So kommen ich von von Heicha, du bist ich folg mir. Dine Stem hier, küssen Römer, mine Hub mit mir, Leute. Alright. Gott, als nicht ihr gekommen, Jesus lebt. Weil von der und Frau singen, wenn kein lebt und lebt mit uns in unser Leben, ist jeder da. Wie singt du den Gott, der wir? Wie singt du dem Gott, der Jas? Wie singt du dem Gott, der Wort für ewig sein? Wer Gefängnis der nu, heu Mürken weicht echt um mehr. Mein Gott, heu haft den Kampf gewonnen. Du hast Frieden im Heimsinn Hilf, du hast Frieden im Heimsinn Hilf von der, denn wir wollen nicht außen. Wir singen den Preis, du hast Frieden im Heimsinn Hilf. Sag ja, als Gott in dieser steht, denn wir wollen nicht außen.
Gott, der Rat. Wie singt zu dem Gott, der armer merkt ein Wort. Ich schau da und du kriegst, wenn er stimmt ab, ich du krog. Mein Gott, heirat noch Steine war. Du hast Frieden in dem Heim sein Hüs, du hast Frieden in dem Heim sein Hüs von der. Denn die wollen nicht da sein, die singen den Preis. Du hast Frieden im Heim sein Hüs, sag ja, als Gott in dieser steht. Denn die wollen nicht da sein, die singen den Preis. Wie wir im Brachrasch, nie sind wie königlich, wie wir in Gefangene, aber nu sind wie frei. Wir sind vergift und genommen, der knutlos gekommen, lot den Horn sin Hüspreise. Wie wir im Prachas, wir sind wie königlich, wie wir Gefangene, aber nu sind wie frei. Wir sind vergift und genommen, der knutlos gekommen, lot den Horn sin Hüspreise. Du hast Frieden im Horn sin Hüs, du hast Frieden im Horn sin Hüs von der. Und wir wollen nicht da sein. Wir singen den Preis. Du hast Frieden im Horn sein Hüs. Sag ja, als Gott in dieser steht. Und wir wollen nicht da sein. Wir singen den Preis. Du hast Frieden im Horn sein Hüs. Du hast Frieden im Horn sein Hüs von der. Und wir wollen nicht da sein. Wir singen den Preis. Du hast Frieden im Horn sein Hüs. Sag ja, als Gott in dieser steht, denn wir wollen nicht da sein. Wir singen den Preis. 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 Dankeschön, Jesus. Yeah.
bist Gott, du bist cool, du hast uns frei gemacht, du hast uns losgebracht, du bist der Wahrheit und du bist der Wahrheit. Dankeschön. Gott, und du so groß bist, Herr. Wie dein nicht in Knien, Gott, wie dein nicht in Gott, wo du nicht wollt vor Herr Wahl, wo du kein Klon hast, wie deinen Märchen, Gott. Und du bist hier nur für uns, Herr. Dankeschön, und wie kann die umbeten, dass uns Leben die können hören. Und du wird immer wieder down, und wie du kannst diene ihr down. Das bordet nicht von Menschen denken down. Und das wichtig ist, was du denken darfst. Und dort ist sie nur. Du sagst, wir sind ungenommen, wir sind verjährt. Unsere Ketten, die sind weich. Und wir sind frei, wenn es was du für uns zu tun hast, Herr. Wir danken dir, dass wir können einen großen Gott umwerden. Einen großen, einen Märchen Gott. Dankeschön, Herr. Dam om Krieg, konnte nicht verstehen. Dort heu und Krieg, ganz wahrlich wird er lieden, heu bladen Straf, Termine sind betont. Dann singt mein Hort, mein Rader Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, mein Rader Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Oh
Frau, mein Hart, wat sein. Ik ben mit du. En hij moet voor mijn rara. En rook dan niet. Mijn Gott, wat groot bist du. Dan zingt mijn hart, mijn rara Gott, nur die. Hoe groot bist du. Hoe groot bist du. Dan zingt mijn hart, mijn rara Gott, nur die. Hoe groot bist du. Hoe groot bist du. Dan zingt mijn hart, mijn rara Gott, hoe groot bist du. Dan zingt mijn hart, mijn rara Gott, nur die. Hoe groot bist du. Hoe groot bist du. Hoe groot bist du. Hoe groot bist du. Dat wir fliehen über die ganze Welt und wir vertrauen, dass es wird schaffen. Wir glauben und wir weiten, dass du fern im Job du hast ein Pilot bist. Und wir vertrauen. Aber wir fahren mit einem Such mit und wir haben den Pilot, den Kapitän fern nicht mal gesehen. Aber wir glauben und vertrauen, dass wir es tun. Und das Wort uns sagt, hat dort hinbringen. Wir haben Gott, wir weiten es tun. Aber wir können ihm nicht sein von der. Aber er hat uns bewiesen, über die letzten paar tausend Jahre alt, dass er hat diese Welt in Kontrolle. Können wir ihm da nicht vertrauen? Wenn wir das können tun, ich glaube, wir können Gott auch vertrauen. So wenn wir Gott vertrauen, wir können ihm vertrauen. Hey, ich kann Ihnen Doel sagen. Gott Marius, willkommen hier. Mir freut es, dass Sie hier in der Kirche sind. Dat jij schijn hier zo zijn, dat is een goede zondag van jou. Bloß welkom hier, ik wens dat die voor een thuisval, wanneer hier ja zijn, bloß welkom hier, je zijn twee gekomen, maar je zijn dat eerste mal hier, weil je bloß welkom heiden. Al die wat ons online kijken doen, bloß welkom te kerk, dankzij voor ons loten in die huizen komen, dat hafel schijn gewoon en wat wieder schijn gewoon durch diesen Service. Hey, so ist al weiten down, dat wir down plotisches Material merken. Und so wie hand war mehr Material reut, plotisches Material reut, was wir wollen rütgeben. Dat nennt sich der Blumengarten in den Verstand. So werden wir diesen Video kriegen. Du essen weich für ein reinen Verstand, in ihr Lebensstil von Denken anfangen. Dort schleicht der Rütweiden in Gaudet Nansehen. Negative Gedanken, die bringen uns bei dem Punkt von Krankheit, sogar bei Nerventrubel. Positive Gedanken, die helfen uns gesünder zu sein und dass wir Gott loben und preisen können mit unseren Gedanken, mit unserer Form von Handeln. In 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 4, finden wir, dass wir dürfen alle Gedanken festnehmen, in die unter den Gehorsam Christi stellen. Dit is Lili Fair, zij is van Oasis. Zij voll den Raub für diese Klasse down und zij ging und studiert und das Thema.
Und sie kommen ans Studio an und sie haben bloß diese Klassen recorded. Und sie werden bloß rüberchecken über die ganze Welt. Wir wollen haben, dass mehr Menschen sollen frei werden, sie sollen klar denken. Und dein Leben, das braucht nicht einen Fleck haben von Sorgen, von Angst oder von Nerventrubel. Diese Klasse, ich glaube, die wirst du wollen hören. Das ist nicht bloß für früher, das ist nicht bloß für Männer, das ist für uns alle. Dass wir uns denken klar machen. Dass wir nicht dürfen immer something haben, was in uns negativ ist. Das ist zum positiv denken. Das kommt mit einem Buch dabei, das wird in uns ab sein, die kann du umsonst raufholen, wenn die das hören und die wollen dort studieren, dann die dort mit einem Buch taub und sie dort hier mehr rütteln. Das wird rüttegegeben worden, der 16. September, Klock 10 oben, dort ist nie Donnerstag, Klock 6. Dort werden 4 verschiedene Klassen sein, die werden sich dort ohne Donnerstag jeder Werk für die nächste Feuerwerk vor der Rüt kommen. So, müsst dort nicht gut horchen dort. Ich glaube, es ist sehr gutes Material, was der Rüt kommen wird. Hey, bloß noch ein Ding sagen, dort Pastor Jacob und Christy, sie sind von der und Dallas geflohen und sie fuhren durch zu nun Pastor School, sie wollen lernen, bloß wo bessere Pastores zu sein, weil bloß fernbeten, dass sie sich traveln und sie wollen zurückkommen und bloß besser sein und was sie all gut tun. Pastor John, fuhrt nu Kanada, nu sein Sobrino, sein Begräbnis, dort wie geplant, dass hier wird sein, dass wird predigen, und aber wenn das Mann kommt, als dort han geflohen, und wir bloß an Arm denken, wenn dort so ein Begräbnis ist. Und dort bringt uns dort Daryl Keller, ist hier so von der und wir kriegen in die Gegend, und wie früher und abends, wird wollen hier so predigen von der und ist ein Lehrer für Lehrer, und wie als Lehrer von der Kirche, wie gehen diese Werk in Workshop mit am durch für 3 Tage, wie es so viel wird, und wird hier so von der und zu uns predigen. So, come on up. Wir wollen bloß ein Welcome geben mit dem Hornklopf. Dank Marius alle. Mich freut es, dass diesen Weg aufgekommen, dass ich hier kann sein. Manche, das hat wir nicht geplant, aber Gott weiß, und er raubt uns an, und dann soll wir bereit sein, ne? Und jeder ein von uns, und wenn wir die Gelegenheit haben. Ich will besonders die Leidenschaft hier bei der Kirche bedanken, Pastor Jacob, Pastor John, und andere Staff, Myron, wir Port von das alle Plan. Wir hatten sehr schöne Zeit, taub, diese Werk. Und so, was mich sehr freut, ist die Vision, was je hier haben. Und ich habe viel Services gesehen online. Und nu zum hier sein, das freut mich sehr. Ich wohne in Manitoba, Kanada. Sie befreit, meine Frau Elaine, wir haben 4 Kinder, ein Schwiersehen nu. Und so, ich von da schaffe ich und reise ich, dass Gott dort mehrlich merkt. Ich komme raus von Belize und nu hier. Und so, wir werden mit Lebenswasser, wir gestern und von uns overs noch mit Blumenautzeug und andere, was geschafft auch. Und so, mich freut es, hier zu sein. Was mich freut hier mit Ihnen ist, mit Ihnen Leiterteam sein und seine Vision, was Sie haben, das sei ja klar. Und das freut mich. Und ich kann auch feiern, dass ihr feiern frei hier, dass Sie Gott dienen. Und so ich hoffe, dass Fernando sieht, wenn du hier zum ersten Mal bist und vielleicht das hier spazieren, dass für die auch, dass Gott die Macht und Hort richten und die wieder dichter noch arm zu bringen. Je wollen vielleicht antworten, mein manitobische Plattdeutsch kommt hier ein bisschen mank. Ich habe probiert, sehr Chiles zu eten hier. Dort ich kann den Sprach und in Español también, para que la lengua se tuerce. Aber wir wollen mitteilen, diese Werk irgendwie durch den Kurso,
met jullie leiders. En we checkten een de personaliteit wat jeder leider heeft en wat God ons gegeven heeft. Jeder een van ons. Er zijn beste dingen die we niet ändern. We moeten dat bloß aannemen. En zijn God dankzij wat die je gemerkt hast. En met de personaliteit, de gaven, wat hij ons geeft. En die brokken. Dan ging we naar en we reden van leitung met vision. Wat is God zijn vision voor de kerk? Voor jeder ministerie wat er is. En dan wat schrijven mensen daarom, dat mensen die vision verstaan. En dan werden we dat ook voortbrengen. Wat doen we dat? We werden mal arbeiden, we werden die vision uitvoeren. En zoals ik al zei, die hebben een sterke vision hier in mij vrijheid. Te mensen leiden, te Jezus ganz navolgen. En ik gleich dat God leven mensen dienen. Dat zei ja klaar, zei ja kort, aber die opgave is door, wat God verlangt van ons. Ik zie Pastor Steve een klein beetje channelieren. En ik weet hij weer een visionario ook. En die vision komt niet van hem, dat komt van God. En ik zei dat jullie leider schaffen, zei ja, om die vision wat God hier gegeven heeft, dat wiederbrengen. Wo immer we gaan, zei we dat God arbeiten deed. God is al door, hij arbeidt mank ons. En we zijn aangeroopt, poort van dat te gaan. Jezus zegt, ik wil mijn gemeente bouwen. Dat is een promesse, wat hij gemerkt heeft. Hij wordt zijn gemeente bouwen. En ik zag veel man kerken, en de kerken waren niet alle. Die waren, en dan op tijden gaan die eraf. Dat brukt niet zo, maar velken deed het zo. En dat is niet God zijn schuld. Dat is niet dat God niet aan de arbeid is. Dat meint dat we moeten God alle zegnen en zijn God, wat verlangt die van ons, wat ja we gehoorzaam zijn en dat navolgen. In Matthäus 28 zegt Jezus naar zijn jünger, mir is alle gewalt gegeven im Himmel ook op de aarde, nu God en merkt jünger mank alle nationen. En zo dat is ons aanroep en dat is wat God verlangt van ons. Ik dacht hier van de Marius aan, voor ik hier napkwam, aan de eerste maal dat ik een predigt geef. En ik stond daar hingen am kansel en ik dacht, ik wil handeigen. Ik wist niet als ik dat would merken. Ik viel me niet ganz onderwijs van der. Maar zum eerste Mal hier zijn, freut mich dat. En wat ik wel van reden is, dat God wil jeder een van ons brokken. En eenmaal hebben we angst. Ze hebben nerveus. We weten niet wat het wordt uitkomen. En door wens moet we God zijn stem harken en vragen God, wat verlangst u van mij? En Gott Die Brucken is het thema van der wat ik wel van reden. Zoals ik al zei, ik zie van Canada, mijn vrouw ook. En we waren 12 jaar in een gemeente, we werden uitgeschickt, de meeste van de jaren waren we in Bolivia. En ik denk nog aan de eerste dag als we naar Bolivia aankwamen in Canada, dat weer de winter, januari, dat weer 30 graden koud. Ganz dreht Luft. We kropen op een plein op met onze twee kinderen, een jaar en een half oud, 3,5 jaar oud, we waren twee. En vlogen we lang en wijd en we waren meid en hadden niet geslapen en kinderen werden verchillt en alles. Kwamen we in Santa Cruz, Bolivia aan. En wanneer je daar was zijn, weet je wat het daar is, besonders in januari. Dat we 31 graden warm. En zij schwul. En we kropen van de plein af en dachten, waar zijn we nu? Wat hebben we gedaan? En zo hadden we onze zaken im Truck en werden ons aangevierd naar het huis waar we wilden wonen. We waren ganz meid, we hadden matratzen op de vloer en dat we niet alle ingericht, dat we alle fresh, we kwamen daar ons aan. En zo slijpt we aan. Bloos Hundmeid, das würden sein. Ik slijp een stootje, wiek ik op, check ik ram, vroeg ik me, waar zie ik?
En waarom zijn we hier? Ik stond op, ik zat me doorheen op onze suitcases. En dacht ik, God, wat wist u met ons hier? En ik vang aan te doen. En ik dacht, 4 jaar waar we hier zijn. We zijn hier avonds 4 stunden. En mijn vrouw woek op en checkt en zag ik rood. En dan ran de troon ook. Zei je, dacht van der al rood. Dan is het oi. En, maar dat waren de vragen wat we hadden. Wat hebben we gedaan? Waarom zijn we hier? En dat werd niet immer leicht. Maar dat jij van ons een grote vrede door zijn, waar we zeker waren, God had ons van stoot door aangeroopt. Dat waren goede jaren. Zoals ik zei, niet helemaal schijn, maar we hadden gelegenheid schaffen met veel twijgen. En im ganzen jink het zeer schijn. Dat was thuis voor ons. En met God zijn genade, we wassen, onze familie was door. En we zagen dat de twijgen ook wieder wassen. Denk die mal aan een situatie waar du en wat ganz niet neerstoppend is. Wirst vielleicht sehr Angst. Früher ook vielleicht, waarom zie ik hier? Wat doe ik hier? Waarom zeg ik ja? Waarom nam ik dat aan? En vielleicht twijfelst du. En vielleicht hast du je gevraagd. Gott, kost du mij werkelijk hier brengen? Wer zie ik? Dat ik dit opgave zal aannemen en dit doen. En God verlangt van ons dat we am gehoorzaam zijn. Hij verlangt niet voor ons, al onze experientie, alles wat we weten, wanneer we educatie hebben, maar hij verlangt dat we gehoorzaam zijn. Als jongen wat Jezus Christus navolgen, God wil ons brukken. God wil die brukken. Door je hebt nog zo'n dat God zegt, die mens heeft niet te brukken. God roept ons alle, jeder einer van ons aan. En hij wil ons brukken, om wiederbrengen wat hij ons geleerd heeft. Hoe kan God die brukken? Dat is een van de vragen. En ik wil besonders de schrift staat, wat ik wil nou zijn, komt van 2 Timotheus. En kan je met lezen, wanneer je wil. 2 Timotheus, kapitel 1, 2, besonders kapitel 2, waar we naarchecken. 2 Timotheus, dit weer de laatste brief, wat we van weten, wat Paulus schrijft. Okay, zijn laatste brief. En hij schrijft dit besonders naar een jonge man, Timotheus. Paulus weer een mentor over Timotheus. En hij wil hem wat moed spreken, hij wil hem wat leren, hij wil hem wat dingen doorlaten, dat Timotheus kan wiedernemen, dat arbeid wat Paulus had. En we noemen dat een pastoral epistel. Paulus is een pastor en hij schrijft een brief en wil Timotheus uithelpen. Vielleicht kannst du die uitdenken, een persoon in die leven, wie die heeft geholpen, wieder wassen. Im Geistlichen. Vielleicht een mentor, vielleicht wem wir die heeft een beetje geleerd en tijd genomen met die en die geholpen. Zo wie Paulus door Timotheus en hij helpt met. So werden we da een klein beetje nachecken en zijn, wat zegt Paulus naar Timotheus? En dan werden we daar uitnemen en zijn, wat is hier voor ons, wanneer we hier nachecken. So dat eerste, in vers 1, vangt Paulus aan en hij zegt, nu du, hij deed naar Timotheus, mijn zoon, hij checkt hem aan als een zoon, im Geistlichen, hij arbeidt met hem, hij is zijn vader. Zie sterk door de genade die in Christus Jezus is. Wat Paulus eerst wil hebben, dat Timotheus sterk is in Jezus Christus. Hij zal niet eerst naar Paulus checken. Hij zal eerst naar Jezus Christus checken. En door God zijn genade wordt hij sterk zijn. Paulus schrijft hier meer en hij wist voor Timotheus weer veel weer zeer aan werken. En ze een met werken doen.
zum naar Jesus komen. Nee, Paulus sagt, dat is der Gnade. Die Gnade in Jesus Christus. Andere wollen bloß sie wollen sich makkelijk machen. Nicht? Ja, Jesus annehmen, aber dann bloß tun, was ich will. Und Paulus sagt, nee, sie stark durch die Gnade in Christus Jesus ist. Und blieb dich bei ihm. Und auch wenn die Tiden schwer sind, einer soll dabei bleiben. Und Timotheus soll nur Jesus checken, nicht nur sich selbst, nicht nur seine eigene Kraft. Und er soll nur Jesus checken. Ich glaube, das ist nichts anderes, als was es ist von dir. Wir kämpfen noch einmal mit den Dingen. Und wir sind angeraubt, nur Jesus checken. Alles abgeben, nur Jesus. Und dort wir stark bleiben in sein Gnade. Und vielleicht hörst du hier von dir und sagst, ja, wo kann Gott mich vergeben, für was ich belebt habe. Ich habe so eine Dinge getan, weil ich nicht Gott mich vergeben kann. Ja, ich kann. Das ist sein Gnade. Das ist sein Gnade. Aber wir müssen das annehmen. Wir müssen das annehmen. Er hilft uns dort freiwillig zu uns. Und durch sein Gnade waren wir stärker. Und einmal raubt Gott uns an und dat wir was wollen tun und wir proben dort und das kommt nicht gleich aus und wir denken, na, ich habe Fehler gemerkt. Sie stärken die Gnade und Gott sein Gnade für uns. Gott sein Gnade ist immer gratis als unser Werken oder was wir tun. In Johannes 15 sagt Jesus, du hast mich nicht erwählt, ich habe dich erwählt. Ich habe dich erwählt. Und ich will Frucht bohren durch die. So, das erste, was wir machen im Denken ist das Gnade Gottes. Wir sollen nur Jesus checken. Und da fängt das alle an. Und das ist uns Basis, dass wir würden sein. Dann zweitens, sagt Paulus, nu Timotheus, horch nur dit. Und was du, sagt Paulus, von mir, der viele Zeichnis gehört hast, dort vertraut 3 Männer an, die imstande sind, auch andere zu lehren. Hier will Paulus Timotheus was sehr wichtig lehren. So, ich nahm das einmal das 2-2-2-Prinzip, das Prinzipio. Und das ist eine Chad, eine geistliche Chad haben sein. Und im ersten, wer redet hier? Oder wer schrift hier? Das ist Paulus, nicht? Nur wem hat er geschrieben? Nur Timotheus. Und so Paulus sagt nur Timotheus, all dort, was du von mir gelesen hast, was soll Timotheus mit dort tun? Er soll dort vertraut 3 Männer an. Er soll dort wiedergeben, nur 3 Männer. Andere Menschen, die das wollen annehmen. Und das hält dann nicht still. Was passiert dann? Die sollen dort weiter wiedergeben. Und ich glaube, Paulus will uns lehren, dass das hier dann nicht ab. Das geht wieder und geht wieder. Paulus weiß, er ist bei dem eng Leben verarmt. Er sagt, Timotheus, du nimmst das an. Aber nicht bloß für dich selbst. Dort sollst du wiedergeben. Und du darfst es in so einer Weise wiedergeben, dass der Nächste dort wird annehmen und wiedergeben. Jeder ein von uns sind hier, wir haben Gott sein Gnade angenommen, sein gute Nachricht haben wir gehört von wem. Und wir sind verantwortlich, um dort wiederbringen. Und dort ist uns Abgabe. So das meint, dass ich und du, wir sind alle angeraubt, dort wieder zu geben. Gott will die Brucken. Gott will die Brucken. Das ist nicht bloß für die Pastores, nicht bloß für die Diakon, nicht bloß für die Lehrer. Gott will die Brucken. Gott will die Brucken. Und er will jeder von uns brucken. Aber wenn dieses mir bist, habe ich viel Freude. Ich denke, was? Ich weiß nicht, Gott. Bruck Jana. Oder dem. Nicht mir. Der andere Nächste kann das besser tun.
Na, Paulus redet noch Timotheus. Und wir weten nicht Paulus, und wir reden von dit in uns Klaus. Paulus wäre nur starke Personalität. Wir würden sein in die Style, not bad. Hij wäre brav, und hij jinkt Dinge jen, und jetzt so, hij wäre sehr confident und hat nicht viel Angst. Timotheus wäre nicht ganz so sehr. Hij hat ein bisschen Angst. Und Timotheus, sein Wort sagt es hier in Kapitel 1, redet uns dort noch, dass Timotheus hat ein klein bisschen Angst. Und Paulus sagt, will Gott gef uns nicht eine Geist, die uns farsam macht, aber den Geist von Leib und Kraft, und dort wir uns selbst beherrschen können. Timotheus wird timido, wird wir sein, auf Spanisch. Und er hat ein bisschen schwere Zeit dort alle annehmen. Aber Paulus sagt, hey, du musst das annehmen. Paulus sagt in Kapitel 3, Vers 10, 15, redet er von Paulus, Timotheus, ich hatte mehrere Dinge gewesen, gelehrt und gewesen, auch bei seinen Tempel. Sagt, du bist mit meiner Lehre, meiner Benehmen, mein Streben, meinen Glauben, meine Geduld, meine Leib, meine Beständigkeit in der Lieden, die mir zugesagt worden bekannt. Timotheus wird gut bekannt mit Paulus sein Leben, auch wenn es nicht immer leicht wird. So, Paulus sagt nu in seinem letzten Teil, sagt er nu, Timotheus, ich habe dir gelehrt, nu go du, nu will Gott die Brucken, um das wiederführen. Wir müssen alle lernen. Und wir müssen alle andere lernen. Ich denke viel an Eltern mit Kinder. Wir haben 4 Kinder, als die klein werden, dann wollen wir mehrere Dinge lernen. Ein von den Dingen, wir ein bisschen halten da in der Kirche, nicht? Und als die Kinder klein sind, dann wollen sie welch, Leute wollen sie nicht. Aber wollen sie halten abwaschen. So wird die lehnen durch einen Stuhl beim Counter ansetzen und können sie dort oben stehen und dann wollen sie auch abwaschen. Dann sie teilig waschen und ihr wisst, was das geht. Das Schirm wird weich, das Wasser wird kalt, ihr Shirt kommt nicht immer rein rüt. Und nachher muss sie lehnen gehen und dort aufspeilen, frisch waschen. Aber so wird es gelehrt. Das wird nicht perfekt. Aber Lothar, wenn die 10 Jahre alt werden, 15, und unsere älteste Tochter sind wir befreit, nu sollen sie das selbst kennen. Nicht? Und das selbst kennen, dass sie das wieder lernen, wenn das Zeit kommt. Und krieg so im Geistlichen. Wir nehmen dort Dinge an, wir lernen, dass wir das wieder bringen. Und in Epheser Kapitel 4, Vers 12, da redet Paulus weiter. Und er sagt, warum Gott hat Leiders gegeben nur der Kirche. Und Paulus sagt dit in Vers 12, Epheser 4. Seine Gaben wären diese, dort er einige als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hort und einige als Lehrer anstellen deit. So Gott jaft die Gaben, durch sein Gnade. Und dann sagt Paulus, dit deit er, warum? Dort Gott seine Kinder zum Christendienst reit zu melken. Wo der Christus sein Körper, dort ist die meint, gebüht wird. Gott jaft die Kirche, die Gaven, und leider mit die Gaven, dort sei uns lernen wollen, dort wir können rausgehen und dort Arbeit besser tun, was Gott verlangt von uns, dort wir können seine Gemeinde abbauen. Ein von den Pastoren, mit was ich schaffen in Bolivia, sie nehmen wie Willy und in der spanischen Kirche da. Und Willy vertelt mir einmal, er war ein von den älteren Pastoren, eine Nacht, er war am Bad und auf einmal wird er beim Hike. Und klappert da. So, Pastor Willy stand ab, ging Hike und da war ein von seinen Diakonen von der Kirche. Sagt, Pastor, ven rápido, komm schwinn.
du hast ein Problem mit einer Familie und er fehlt sehr zu beten über Ent. Oh, sagt Willi, wer ist es und wer ist alle da? Ja, die sind da, aber Pastor, du musst kommen, du musst beten über Ent. Sagt Pastor Willi, Bruder, nee, du go. Du go, ich will hier bleiben und ich will beten für ihn. No, pero Pastor, du eres el Pastor, du bist der Pastor, du musst kommen. Hermano, du sabes qué hacer, du weißt, was du da musst tun. Du go und bet mit ihm. Schließlich ging der Diakon und Pastor Willi sagt, ich ging trägen in Hüsten an, aber ich schleip nicht. Ich bete für ihn. Nu wird es Zeit, dass die würden das Arbeit wiederführen. Und so macht es einmal. Wir feilen uns nicht, dass wir bereit sind, aber einmal machen unsere Leiter uns sagen, ja, nu ist Zeit, nu stopp, du mal im Boot nehmen und go da dort. Und wir machen das annehmen. Das ist eine von den großen Abgaben, was unsere Kirchenleiter haben. Uns rein zu merken und dann uns Rüt schicken, dass Gott uns Rüt schicken wird. Und manchmal feilen wir uns nicht rein. Mir passiert das Felgen. Ich fall mich nicht rein. Das Dirk, fällst du dir auch so, Felgen? Und weil Gott seine Vision ist immer gratis, was wir tun. Das ist nicht anzudei, das sind. Gott hat so viel gratis. Seine Vision ist immer gratis. Und wenn er uns anrufen das ist immer gratis, was wir glauben, was wir tun. Da fehlt uns Gott seine Gnade. Und Gott sein Halb mit dort. Wir können selber nicht rein. Und ich sehe also Timotheus, er war sehr timid. Und er dachte, er konnte es nicht. Er war nicht so stark und confident, als Paulus war. Timotheus war auch jünger. Okay, er war nicht jünger. In 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 12, sagt Paulus dit noch Timotheus. Ich glaube, er weiß all, was Timotheus wird denken. Dann sagt er, lass keinem auf die Rauf checken, wenn du noch jung bist. Ja, du bist jung, aber du bist von Gott geraubt. Sie für die Glaubende in Vorbild, im Wort, im Wandeln, im Leib, im Geist, im Glauben und in Reinheit. So, er soll ein Exempel sein, in was er tut. Gott will die Brucken. Gott will die Brucken. Wir haben was manch uns als Teacher folgt, wenn ich in Bolivia sehe, oder Belize, oder hier, oder Kanada, oder States, ich glaube, dort haben wir alle wen. Und dort ist das. Das meint nichts mit mir. Ich sehe nichts. Hast du das mal gehört? Im Audio? Den Computer einmal spielt das. Das meint nichts mit mir. Vielleicht haben wir das von Tüß gehört. Vielleicht von Schullehrer. Vielleicht von Freunden. Weiß nicht. Das meint nichts mit mir. Das kann ich nicht. Lot den Nächsten. Manchmal sagen wir, ich sehe zu kart, zu jung, zu grau, zu alt. Ich sehe nicht ausgelehrt. Ich habe zu viel Fehler gemerkt. Ich sehe zu blöd. Ich kann nicht. Ne, wir können nicht. Aber mit Gott sein Halb kannst du. Und was du von mir, sagt Paulus, der Fehler des Zeichnis gehört hast, dort vertrue Männer an, die imstand sind, auch andere zu lehren. Die Frau, was Gott hat für Moses im Alten Testament, was hast du in deiner Hand? Das wird Gott anführt. Und ich glaube, Gott fragt uns dort auch, was hast du in deiner Hand? Deine Hand. Was habe ich dir gegeben? Was hast du? Brauch das. Ich habe dir dort gegeben. David, ein junger Schubhut mit seinen Schlängen.
ging den Gigante jen an. Allmählich. Aber sie sei allmählich, der Gott. Was hat er in der Hang? Wir sehen Jesus mit seinen Jüngern, Markus Kapitel 1. Jesus raubt seine Jünger, die werden Fischer, die stunken als Fisch. Raubt er end, kommt, sagt er, kommt. Und dann schickt er die Ried. Das ist, was Jesus tut. Er sagt, kommt noch mehr, nu go. Kommt, dichter noch mehr, nu go. Kommt und go. Das ist ein Anraub für uns. Aber die stunken als Fisch, die werden Fischer, die werden nicht hoch ausgelehrt. Nicht alle von denen, die werden verschieden. Aber besonders die, die Fischer werden. Aber was war in der Apostelgeschichte? Da lesen wir, als sie sahen, wo mutig Petrus und Johannes wären, und dort sie Aschulje, sagt es, plötzlich Aschulje, je Weinchen wären. Die werden nicht ausgelehrt. Wunderten sie sich Eva an, dann wurden sie an, und das ist sehr wichtig, dort die werden mit Jesus taub gewesen. Die werden mit Jesus taub gewesen. Wenn du mit Jesus Gemeinschaft hast, dann schickt Jesus die Ried, dort mitzuteilen. Das ist, was uns fehlt. Herr, ich will wieder Ihnen fragen, dass ihr was würden sein, und Noba wir besiegen seid. Sei die Noba, lot Gott die Brucken. Nicht nur nächsten Noba, lot Gott die Brucken. Ja, lot Gott die Brucken. Gott will die Brucken. Er hat die so wie reitgemerkt. Oh, er ist noch nicht fertig. Mit dir und nicht mit mir. Er arbeitet noch an uns. Aber er will uns brucken. Was von Sort Mensch will Gott brucken? Wat wir weiten, als wir da reit sind für ihn. Und ich glaube, in dieser Passage hier, gibt Paulus uns 3 Beispiele, wo wir können reit sind, und dort er uns kann brucken. Und ich will das hier durchgehen. Das erste, sagt Paulus, ist ein Soldat. Und Gott ist ein Soldat für Jesus sein. Und 2 Timotheus 2, 3 bis 4 sagt Paulus, so als ein guter Soldat für Christus Jesus, nimm so als ich den Port von Lieden ab die. Ein Soldat, der im Dienst beschäftigt ist, wird sich dort nicht nach Druck merken, für sein alldurches Leben zu sorgen. Dort er dem gefallen kann, der am angestellt hat. Ein guter Soldat, der sagt alles auf, und ist gehorsam, der hört nur dem, wer am angestellt hat, wem am geropen hat, und wer am schicken wird. Und Paulus sagt nur Timotheus, und er sagt nur ans von dem, es ist ein guter Soldat, muss immer gehorsam sein, nur was Gott verlangt. Wenn Gott sagt, du das, dann tun wir das. Wir fragen nicht, woran, ich weiß nicht, vielleicht morgen. Nein, Gott ist es los, es muss immer recht sein. Wenn sein Kommandant sagt, ran, du das, dann muss er tun. Wenn nicht, dann haben sie Konsequenzen für den. Ein guter Soldat ist immer gehorsam. Und das ist nicht immer leicht. Dieser Soldat weit, wenn der abseine det. Das nicht zum Vakation haben. Das zum noch Gera gehen. Das wird Krieg geben, und reit sein zum Krieg. Und wir sollen reit sein, das wird schwor sein. Wir wollen uns mal leiden. Und ein guter Soldat, der checkt bloß nur seinen Kommandante. Wer am checken det, und was er soll tun. Und so für uns auch, Gott will haben, dass wir noch anchecken. Nicht nur alle sagen, was sind die anderen, das und das, und was sagt das Social Media, und das ist so viel, Netflix und all das.
Dat is nicht, dass das alles schlecht ist, aber wir müssen immer horchen Heiligen Geist, noch Gott sein Wort, und wann er uns anrauben wird. Das ist das erste Beispiel. Der zweitens sagt Paulus, er ist ein Athlet. Der wird an der Wahrheit randet. Und hier sagt Paulus, so ist es auch für dich. Das ist auch für dich, die in der Wahrheit ran. Wenn die sich nicht an die Regeln halten, kriegen die nicht einen Preis. Paulus sagt, wenn du in der Wahrheit dran bist, wenn du ein Athlet bist, dann machst du so ran, dass die Regeln sind. Okay, ich lebe hier in Mexiko, das ist in Bolivia da und spielen viel Football, ne? Und wenn ein Spieler nicht nur die Regeln spielen wird, dann schmieden sie am Rüt. Das macht so gespielt, wenn ein Spieler wird den Ball mit den Hängen hauen ran nur den Goal und schmieden den da an. Das ist kein Goal. Der macht mit einem Fout. Nicht? Das sind Regeln. Und der macht so ran, der Athlet macht so sein, dass die Regeln sind. Manchmal möchten wir sagen, na, Gott verlangt dort, aber ich will lieber das. Das ist ein bisschen leichter. Das brauche ich mich nicht so sehr anstrengen. Aber Gott einmal raubt uns an und Paulus sagt noch Timotheus, auch noch uns. Wir sollen so ran, dass er verlangt von uns. Und dort meint uns Charakter bauen, dort meint Gott loten in uns schaffen, dort dort ausleben, was Jesus verlangt von uns. Der dritte Exempel, das Beispiel ist ein Forma. Die Forma. Ein Forma mit schaffen. Die macht Arbeit tun, wenn die will in Ernst kriegen. Paulus sagt, ein Forma, die schwere Arbeit soll dort erste Port von der Ernst kriegen. Die Forma wird schaffen. Und wenn die nicht schafft, wird das kein Ernst sein. Und die Forma soll reit sein. Die muss schwer schaffen. Wenn es sehr tief ist, ich weiß nicht, wo ihr das, ich sehe nicht ganz so bekannt hier mit der Formerie, aber ich glaube, nicht Appeltiet, ne? Wenn das tief ist, mit dem Stab zu schaffen, dann macht es geschafft. In Kanada, wir haben sehr karte Sommer. Und wenn einer die zwei Däerne da nicht erst, dann sind die wahr. Das ist länger als dort. Aber wenn das Schnee weich darf, dann macht es geplant. Dann macht wir anfangen. Wir können nicht sagen, na, ich will eine Vakation fahren. Lothar kommen wir zurück. Monat Lothar. No, dann wird es kein Ernst geben. Die Firma macht schwer schaffen. Ein von den anderen Pastoren, mit wem ich schafft in Bolivia, Severino, hat wir für mich ein Beispiel in dieser Hinsicht. Er war Pastor von der Kirche im Campo und er fuhr mit Bicycle 60 Kilometer. Auf dem Bicycle. Durch Sand und Blatt. Wir haben kein Highway da. Jeder Sonntag, jeder Wochenende, wir haben da. Und einmal, wir hatten Klassentaub, sonntags abends, ein sonntags abends, wir sehr windig, kommt da an, bei der Klasse, ganz laut Meid, ganz verbrannt und rot. Ich sage, Hermano Severino, ¿qué pasó? Ja, das wir sehr stark Wind und mit all das Sand, er muss jeden das Sand paddeln. Und wir ganz meid. Und vielleicht haben wir das bien. Sí, hermano. Es geht. Er schafft sehr. Es ist eine Form mit der Arnt. Und weißt du was? In der Jen, wo er schaffen deit, in jeder Haus, wo da in der Kommunität wird da weins ein Glieder von Jesus Christus. In jeder Haus. Und er wird persönlich Haus gehen. Aber wenn eine Person Jesus annimmt, das meint einmal schwer schaffen. Wenn wir in Gott in Gnade bleiben, gehorsam sein, Paulus sagt, schaff es eine Form, bleib dabei. Als Jünger von Jesus Christus raubt Jesus die an, uns an, am gehorsam sein. Gott will die Brucken.
Gott will die Brucken. Ich weiß nicht, was das ist, kriegt für die, aber Gott will die Brucken. Mein Freund Ruben Mercado, ich weiß nicht, aus Wasser von Ihnen würden ja Boliviano, Pastor, Evangelist. Und er wird 10 Jahre wohnt hier in Mexiko, in el DF, Ciudad de Mexico. Ich sehe da jeder Mal gewasst am Spazieren und mit vorn, mit arm. Und Hunderte, vielleicht Tausende Menschen nehmen den Herrn an durch seine Arbeit. Und er schafft wieder. Und mir denkt an, einmal, als ich im Zweifel war in meinem Leben, mir Jahren zurück, dann war ich taub mit Ruben. Und sagt Ruben noch mir, Dario, no vendas tu tiempo. No vendas tu tiempo. Du den Tiet nicht verzeiten. Bruch den Tiet, was Gott hat für dich. Und ich glaube, das ist die Mensage, was Gott hat für jeden von uns. No vendas tu tiempo. Du den Tiet nicht verzeiten. Sie hören noch, was Gott die anrufen hat. Gott will die von dir umbringen. Er möchte die Reise zu morgen. Er will die brucken. Das andere Ding, was mein Freund Ruben sagt, er sagt, Falken, esta es mi generación, esta es nuestra generación. Das ist unsere Generation. Wir sind verantwortlich für nu zu verdienen. Wir müssen die nächste Generation reinmelden. Die nächste, wir sind nicht verantwortlich für die. Wir müssen von deren arbeiten, von deren den Ernten anbringen. Dort unsere Kinder. Und sie wollen dort wiederbringen. Esta es nuestra generación. Wat een Geschichte mehr sein, als wir in Bolivia waren. Mir jetzt sehr schön im Bosch sein, Fashion, Jahren und so was. Und krieg so, als ich in Bolivia war, seht ein von den Diakonen von uns, Joy, ich würde mich in der Wildnis nehmen, in den Jungle nennen. Nein, das wird mir sehr interessant. Der große Baum, das Port von der Amazon River Basin da. Und sehr interessant. So Rogelio nimmt mich mit. Und er sagt, ja, komm, Daryl. Und wir gehen da deep nein, im Bosch, und hier ein Baum, und alles. Und ich dachte, wo wir uns hier verlieren, hier werden, aber ich ging Rogelio hängen an. Wir gehen da lang, auf einmal sagt er, say, well, eso, kannst du trinken? Ich was? Sorrow, sagt er. Oh, ja, nee, da wir ein Fass da, wo ich könnte trinken. Einmal checkt er ab. Ah, Mono. Da wir ein Open da, auf dem Baum. Gingen wir wieder lang. Einmal, Tigre. Wir ein Tiger Tracks da. Dann ängstigt mich im Bett. Und gingen wir wieder lang. Auf einmal sieht er, fuhrt den Baum nicht an. Das heißt Palo de Diablo dort. Das sind kleine rote Eimsies und die bieten Seier. Ich schier da nicht an und hau dat. Aber ich freue mich, dass ich mit Rogelio war. Und ich ging an und er lehrt mich viel. Und mit der Zeit kamen wir da raus. Er weiß mir, wo wir können Wasser kriegen von den Bäumen, das Trinken, was uns fehlt. Mehrere Dinge ist es dort. Wenn wir würden nicht mal taub nach Bolivia fahren, nach dem Jungle, wenn die mitkommst mit mir, ich würde die willig mitnehmen. Aber ich würde Rogelio auch mitnehmen. Dann würde es bad. Ich würde Rogelio nachfallen und die küssen mich. Okay? Ich würde die Wasser lernen, aber ich würde da wenigstens noch lernen von Rogelio. Und ich glaube, dann würden wir safe sein, wenn er da wäre. Krieg so ein Jäslichem. Wir sollen im Wasser bleiben, nachfallen, da wird uns lernen dauern. Aber wir sollen andere mitnehmen. Dat wir auch lernen wollen. So 2 Frauen, wo ich loten mit Ihnen, von uns Marius. Ein, das Westin Paulus, oder Paulina. Westin Paulus. Wer lehrt die? Da wollen die Pastoren sein, wollen auch welche Personen sein, was die wollen lernen. Westin Paulus. Und was lehrst du von Arm oder Ar? Blieb im Lehren. Die sind Gott hat die Paulus noch die gegeben, um die lernen. Und dann zweitens, weiß ich auch vielleicht, wer ist die Timotheus? Wer sind die, was mehrere haben vielleicht, aber wer ist die Timotheus? Bist du bereit, die mitzubringen, vielleicht eine Kinder, wenn ihr Kinder haben, vielleicht andere Freunde,
vielleicht andere Kontakt aus in der Arbeit. Wenn du eine Person bist, das ist ein Soldat, der Athlet, das ist die Firma, Gott wird die brauchen. Gott wird die sehen und er wird durch die andere Menschen brauchen. Dat is een leer van zo doen, dat meint niks met die. Dat meint wat met die. Der Jezus zijn genade. Sei nur die Noba, laat Gott die brauchen. Laat Gott die brauchen. Himmlische Vater, Dankeschön für uns Titopia. Dankeschön für den Wort, was uns leiden det, uns lehren det. Dankeschön, dass dein Heilige Geist mank uns ist. Du hast uns, jeder ein von uns, was die haben angenommen, du hast uns begabt, Gott, mit deinen Gaben, und du hast uns geraubt, die Not zu folgen, uns geraubt zum Lehren von anderen, und du hast uns geraubt, andere mitzubringen. Und rüt zu gehen, in die Segen, in die mitzubringen. Ich bete besonders für die Person, die hier ist, von denen und was dit harchen deed en wat kämpfen deed met als sie wollen Jesus nur folgen oder nicht. Jesus sagt, es wird nicht leicht sein, Gott, aber du raubst ihn an. Und ich bete Gott, dass die wollen ja sein oder die. Die wollen ja sein oder die nur zu folgen. Du wirst jeder ein von uns brücken. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Dankeschön, Daryl. Bitte. Hier sind ein ganz paar Bemerkungen. In Oktober, in November, dann wo wir eine Premarital Clause haben, wenn die Plans zu befreien, dann würde ich die anladen, dass die nun Informationen darstellen, die du absehen lässt, damit die kein Part sein von dieser Clause. Und dann werden wir auch den 3. Oktober hier in Tofas haben, wenn die Jesus hast euch genommen, die hast du aber noch nicht getauft, wir merken die Maut, dass die letzte taufen. Gute Informationen da und sehen die Türen so ab. Dann werden wir hier so den 3. Oktober in Tofas haben. Dann auch nu 10 dort hier so besiegt in der Klosterstube, wo wir eine Gebetszeit haben, wenn du was durchkommen und bloß mit uns zu beten, kommt Türen zu haben, du hast sein Timer für was wir beten können, weil wir zu beten aus Tjoach. Hey, wir sind dann angekommen von diesen Service. Ich würde fragen, dass die abstunden, wenn die dort an Gebet fehlen, hier so fern wird in Gebetsteam sein, dort lut sein, was immer dort ist, dort kann mit deiner Familie, mit deiner Arbeit, oder bloß mit dein Jessel, das Leben zu tun haben, kommt noch fern, sie sind hier so, sie wollen für die beten. Wieder ist dort, wünsche ich bloß, dass Gott ihn sehen, wird mit ihnen gehen, und sie wollen hier in sein nächsten Werk.